Robin. Joel. Du hast schon von gar nicht richtig viel gestaltet, was du neu am Team an das ohne etwas neu und dir, was sonst noch keine Person, die hier am Podcast Member wäre, so hat oder so ist. Ich bin non-binary. Das heu aus Maybe Sex. Wir schwatzen als Mittwoch über den anderen Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Willkommen an einer neuen Episode von Maybe Sex. Ich bin der Joel, mich kennt ihr. Und Robin, dich kennen die Leute vielleicht noch nicht so gut aus der ersten Episode, vielleicht schon ein bisschen. Du warst non-binary, was du was für ein Binary geht es überhaupt? Es geht um die Binary, den an unserer Gesellschaft umfang die zwei Geschlechter, männlich und weiblich, beschreibt. Das heißt, wenn diese Stadt 4 stellt, 4 Bengalin, dann also dem einen extrem als männlich und den anderen extrem als weiblich. Und non-binary beschreibt umfang alles, was von der Geschlechtsidentität der Tisch leidet. Oder auch außerhalb, dem nur weniger Definitionen geht. Also das heißt, dass ihr nicht ob die Definitionen von Mann oder Frau zutrifft oder dass die Definitionen nicht ob ihn zutreffen oder nicht ganz. Genau, also non-binary kann ich sich am Anfang so vorstellen wie so ein Überbegriff für so ganze kleine Sammelbegriffe. Also den non-binary geht es gar nicht. Es gehen Leute, die sich zum Beispiel mehr als genderfluid bezeichnen, wo das so ob der Linie, die man es gerade schon vorgestellt haben, wo ihr vielleicht mal ein mehr bis die rechts, mehr bis die links, mehr in der Mitte steht, dem nur da oder vielleicht auch, das bei manchen Leuten halt das mir lang, bei anderen wirkt das mir oft. Und die noch Leute, die bezeichnen sich als agender, was ich kann separat gucken, was dann außerhalb von der Linie leidet, die einfach so ist schon gut kein Gender, ich viele gut kein Gender. Noch Leute, die viele mehr Gender, also das ist ein riesiges Spektrum an non-binary, also am Anfang echt den Überbegriff dafür. Mhm. Und ich habe schon viel Umgang mit non-binary-Personen gehabt, aber ich bin selber nicht non-binary, dafür kann ich die nächste Frage, die musst du darin beantworten. Und die ist wahrscheinlich auch relativ persönlich, die Antwort. Aber wie entdeckt denn das? Wie warst du da drauf gekommen, für zu merken, okay, ich bin irgendwo auf dem nicht-binären Spektrum, wenn man das nur so will nennen? Also ich meine, für mich ist schon ganz lang war das für mich keine Option, weil ich das einfach nicht wusste, dass es das gibt, die große Welt. Also ich hatte immer einen ganz queeren Freundeskreis mit vielen binär-trans-Personen, also Leute, die für allem bei mir transmännlich waren, also so, ich bin ein Mann, ich bin ein Transmann und ich war immer so, also ich bin assigned female at birth, das heißt, ich schon Genitalien, die die Menschheit als weiblich empfangen und das Geschlecht gibt mir auch bei meiner Geburt so gedeelt und ich schon immer gedacht, das passt nicht so ganz. Und dann habe ich mein binär, also quasi auf der anderen Seite vom Extrem, mein binär trans-männlich Freund geguckt und ich so, das ist aber auch irgendwie nicht. Und dann habe ich mich mal eine Zeit lang, war ich so, okay, ja, da sind ich halt nur mal eine Frau, vielleicht fühlt sich das auch einfach so an. Und dann habe ich mal ganz lange keine Frohe mehr zu dem Thema gestellt, aber es war mal so, passt doch richtig nicht 100%. Und dann mit 16 habe ich non-binary Leute kennengelernt, also nicht binär Leute kennengelernt und dann wieder zu was, wenn ich eine neue Welt entdeckt, da wie ich mich mit den Leuten angefreundet habe, dann in einem Beziehungslevel ist, wo ich kann aber ein bisschen über so Sachen schwatzen, haben wir über nicht binäre Identitäten geschwatzt und da habe ich mich viel damit auseinandergesetzt und dann habe ich auch herausgefunden, dass das etwas ist, wo man mir gut geht, dass das etwas ist, woran ich mich gesehen. Und ja, dann habe ich nur angefangen, dadurch Leute mitzudelen, für die ich mal ein paar Freunde, den Namen Robin, weil das nicht mein legaler Name. Und habe ich das mitgedeelt, das Pronomen ausprobiert und damit geht es mir gut und ich fühle mich wohl damit. Und mit der Experimentation, also das ist ein Prozess und ich meine, damit kann ich für viel
nicht binär trans, aber auch binär trans Menschen schwätzen, das halt ganze Prozess ist. Also es gibt nicht, oder es gibt für die meisten Leute wahrscheinlich nicht so den Moment, wo dein Kerl Katsching mischt und die dann von einem Tag auf den anderen so, das ist auch nicht. Mir das ist ein langer Prozess, wie viel muss man sich selber auseinandersetzen und viel ausprobiert und viel nachdenkt und schwätzt mit Leuten, die nicht ähnlich geht. Joel, wenn wusstest du dann, dass du cis wirst? Ich meine, dass die Frommer schon enker Gestalt gehen hast, nämlich an der Episode, ich wurde Trans-Sinn am Allgemeine gegangen, das wo ich mit Amsel als Österreich, den ist auch immer ganz fleißig Nullausstatt geschwart hun. Schon dat am Anfang recht raus von so relativ spät am Leben eben mit dem Umgang mit Transpersonen, sie dat online oder am reale Leben, da dem dein Familie geht gibt den Begriff trans an der Gegend davon als cis, also du wo ihn dann zufrieden hast mit dem Geschlecht, was bei der Geburt zugewiesen krut, und das selbst war den, wenn ihn sich nicht mit den Themen beschäftigt, wenn ihn noch vielleicht keinen Umgang mit Transpersonen hat, wo man darin sich ganz wenig als daneben setzt und weil den einfach als das ist so und das ist irgendwie so ein bisschen von der Biologie gehen, wieso soll den da vorstellen, und das ich fand auch für Cis-Personen interessant, mal drüber nur zu denken, Ja. was da die Wahrheit so passt, da die Wahrheit bei allem, und natürlich entspricht mir nicht allen den Rollebildern, den Klischeen 100%. Ich meine, auch schon über Männlichkeiten und über Weiblichkeiten gesprochen im Podcast. Und noch eine Cis-Person kann Aufweichungen davon haben, ohne dass sie sich als trans outen oder dass das Gefühl dann du wieder den nicht cis wird. Ich meine, das ist einfach interessant, für darüber nachzudenken, dafür vielleicht auch einfach sich, egal wen sich dann fehlt, wen sich ein Geschlecht in sich oder eine Identität sich in sich zugehörig fühlt, das dann einfach interessant ist, über die Sache nachzudenken und auch zu merken, du weißt nicht auf, die Sache fand ich gut an, ich will vielleicht auch einfach ein anderes Bild von Weiblichkeit oder von Männlichkeit selber repräsentieren, innerhalb von dem Cis-Umbrella oder eben dann eben nicht, dann muss ihn sich vielleicht in andere Label sichern, den dann besser passt. Das fand ich nämlich auch ganz interessant. Und also cis-normativer Gesellschaft, also dann fangen so selbstverständlich cis zu sein oder das so selbstverständlich, dass alle Menschen meinen, wie cis, dass die meisten Leute gar nicht recht erfrohen können. Das ist so gut auf die Gedanken kommen, dazu auch erfrohen, weil du einfach auf viele Plätze gut thematisiert wird, dass es da auch etwas kennt, außerhalb gehen und dass das okay wird. So, auch wenn ich sich, zum Beispiel, das hat schon in den letzten Jahren geändert, wenn ich sich nach Filmen von 24 Jahren anguckt, da waren, wann Transmenschen dann durchgestellt waren sie ganz negativ durchgestellt. Das heißt, das fand ich am Anfang noch Madame Schurzen, wenn das so kann, dass sich für viele Leute das gut nicht recht, also dass sich da gut nicht recht vorstellt, dass die überhaupt so erfreuen, weil das so selbstverständlich ist, dass alle Menschen cis zu sein haben. Ich denke, du hast an den letzten Jahren ganz viel geschieht, was so öffentlichkeitswirksam angeht, und sich auch Starren geout als nicht binär oder als trans, da das ja gut, ja. Das geschieht, also das geschieht für ihn ein bisschen mehr weiß, über die Sache Bescheid weiß, und aber auch sich da selber kann, wenn man da als Nähsetzen eine Ressource findet. Mittlerweile sind wir aber auch schon so weit, dass es schon Stereotypen über nicht binär Menschen gibt, auch zum Beispiel, wie die ausgesehen haben. Also ich meine so ein bisschen die Klischee wie kurz Haar und irgendwie so in mehr oder weniger androgyn ausgesehen. Und das muss aber gar nicht so sein. Also nicht binär Menschen können wie alle anderen Menschen ganz unterschiedlich ausgesehen und eine ganz unterschiedliche Repräsentation auch von ihrem Gender haben. Und du hast für die genderfluid Leute angeschwärzt, die sie vielleicht all der oder all Woche oder all Monat oder wie auch immer es dann bei ihnen ist, ganz, ganz ähnlich da ist. Und den einen, der vielleicht viel mehr Klischee weiblich, und den anderen, der vielleicht mehr Klischee männlich, und den dritten, der vielleicht so, der den so gut nicht anordnen kann. Genau, also ich fand das auch, also all, genau wie all Cis-Person auch individuell ist, mir all nicht binär und all binär Transmensch als individuell.
also ich kann auch nicht für ein ganz Community schwatzen, weil das für alle Personen anders, alle Personen und die anderen Erfahrungen an Besoin. Es gibt den Satz an der Community, non-binary people don't owe you androgyny, weil halt eine Person nicht mehr oder minder nicht binär ist, just weil sie mehr oder minder androgyn ausgeseit. Zum Beispiel den Elliot Page, den hat sich ja, ich meine, für ein 2 Jahre als nicht binär geoutet. Und den, du kennst dir so, hier geht vielleicht ein bisschen mehr an die androgyn maskulin Ack, aber zum Beispiel Demi Lovato hat sich auch für ein paar Jahre als nicht binär geoutet und tritt aber so ob, dass viele Leute Demi Lovato als ganz weiblich giffen vorholen, was ich auch ganz interessant fand. Und das halt, also wie Leute sich undoen oder wie ausgesehen, lässt du nicht auf ihre Identität schließen. Also es gibt auch Männer, Cis-Männer mit langen Haaren, und das möchte ich auch nicht zu fragen. Auch vom Mundschleit, das vielleicht denken. Aber was ich auch halt interessant fand, so, ist schon noch das, wo ich immens weiblich auftrete, weil sich das dann gut fühlt, aber ich sind so ganz körperbetont und Sachen und tun, die größten Teil von der Gesellschaft wahrscheinlich ganz weiblich gesehen. Und schon einfach das, wo ich nicht mehr mit bei der Kaffee rund hier gehen und wirklich mich ganz maskulin auftreten. Und ganz ziemlich, also mir einfach egal. Und ich fand das ganz wichtig, dass ich nicht, weil Leute sich als non-binary outen, dann nicht seht, wie du gesagt hast, aber nicht non-binary aus, weil das ist ziemlich verletzend. Und es gibt auch einfach nicht den EW für non-binary auszugesehen. Du kannst dir und viele Sachen ausschließen, die du gesagt hast. Ich gebe vielleicht aber nicht gerne, ob das sich unterschiedlich undoen, das fühlt sich gut an. Agoen, du gibst ja den Begriff von Gender-Dysphorie bzw. Gender-Euphorie. Vielleicht kannst du ein bisschen davon erzählen, wie das bei dir so ist. Also, für zu erklären, Dysphorie ist am Anfang oft ein Term, der benutzt wird, weil sich etwas von dem Körper nicht so auffällt, wie wenn es mit dem Geschlecht nicht stimmen. Also zum Beispiel, bei mir ist das der Fall, manchen, die schon immens großes Problem mit dem Fell, dass ich Brust habe. Weil ich dann einfach, ich gucke die an und alles zieht sich zusammen und das ist einfach so, make them go away. So, oder ich kann sie jeweils gut gucken. Und das ist zum Beispiel etwas, was viele Leute als Gender Dysphoria beschreiben. Einfach der Fakt, dass sie Körperteile haben, die zu ihrem zugeordneten Geschlecht gehören, die sich einfach nicht gut auffühlen. Da gibt doch Leute, die eine Transition machen, für sich darum zu kümmern, dass es ihnen besser geht. Zum Beispiel bei binär-trans-Männern gibt es da ganz viel, die sich Brust-Tuchthöhle los, eine Mastektomie machen. Gibt aber auch, die wollen das nicht. Genauso ist es bei Non-Binary-Personen, also das unterscheidet sich auch ganz stark. Ich kann Non-Binary-Personen, die eine Mastek machen gelassen, ich kann aber auch die ganz zufrieden sein mit ihrer Brust und die auch gerne Haare wollen. Und bei mir schwankt das halt von Tag zu Tag ganz stark. Also schon wo ich sehe, yay, wir pushen das, und dann Push-Up her und die das ganz körperbetont tun. Und schon auch wo, wie gesagt, ich nicht mehr kann man den Bein dafür rund dir gehen. Und ich, was man nicht kann, mal raufgucken, weil das nicht gut geht. Also, es gibt noch Leute, die haben Gender Dysphoria bei ihren Genitalien zum Beispiel, was darum Sexualität beeinflusst, worauf man mit Spitze schwätzen kommen. Und Gender Euphoria ist am Anfang der Gegenteil. Also wenn ich so die schon, wo man wirklich nicht gut geht mit dem Fell, dass ich eine Brust tun, aber wenn ich dann den Bein da unten und da das schön flach und ich gucke mich dann da sind ich einfach so, oh mein Gott, das da ist so richtig und das fühlt sich so gut und das ist einfach so das Gefühl von, ich sehe gerade immens zufrieden mit meinem Körper und die sieht so aus, wie ich das gerne hätte. Also das ist so ein ganz vage Begriff und ich habe definiert das ein bisschen anders. Mir das ist einfach so das Gefühl, geht mir gerade gut mit dem, wie mein Körper zu meinem Gender passt, oder geht mir Männer gut damit, wie mein Körper zu meiner Auffassung von meinem Gender passt. Wir hatten auch schon ein bisschen über Stereotype geschwärzt, du hast mal ein bisschen über das Ausgesehen geschwärzt. Es gibt aber auch Stereotypen, die vielleicht nach mir schlimm sind oder die echt so Base-Gerüchte auch sind. Öfters her dass das so ein Trend wäre, so, dass das so wie früher Emo sind Leute non-binary an den anderen Stereotyp, den sich ein bisschen dann darauf unschlägt, denn das so, ja, das ist ein Phase und entweder merkst du dann nur, was der richtig Geschlecht ist oder auch nicht.
also zu der Phase gebe ich so ein auch wann da so aus, weil ich meine, das durchaus gut, dass Leute quasi hier ein W aufhängen, wo sie mal so nicht sind non-binary und dann haben vielleicht so ein nee, das wäre aber nicht so, oder ich bin transmännlich, transweiblich, ganz binär. Das ist ja nicht schlimm. Das ist ja dann einfach ein W, den ihr geht, und Heinz muss ihn eben eine Zwischenstation holen. Und das ist ja gar nicht schlimm, für ich selbst auszuprobieren. Und ich denke, was du wichtig am Umgang miteinander, auch von denen das vielleicht nicht so ganz versteht, wenn es schwer ist, das nachzuvollziehen, das einfach zu akzeptieren und Leute daran zu unterstützen und zu sagen, hey, wenn du willst, neue Pronomen ausprobieren, dann probieren wir das einfach. Und wenn du neue Nummern willst ausprobieren, dann probieren wir den aus. Aber wenn das nur 6 Monate oder nur 2 Wochen ist, du merkst, das passt nicht, dann probieren wir darüber etwas Ernstes. Das ist einfach manchmal wichtig, dass du open hast und dass du auch dann nicht von einer Person verlangt, dass sie von Haut auf Morgen eine Entscheidung, die das ganze Leben trifft, so eng hält und dann immer da zufrieden ist. Es gibt nur einfach Sachen am Leben, wo es wichtig ist, dass die kann experimentieren. Da sind ich ganz deiner Meinung an, weil ich doch ganz wichtig fand zu erwähnen, ist, dass Leute, die mit sich selber an ihrem Geschlecht oder auch ihrer Sexualität ausprobieren, ja keinem schulden. Also wem geht das weh, wenn vielleicht, wenn ich so okay, hey, ich probiere ein paar Wochen aus, vielleicht sind ich aber binär trans, und das geht ja keinem weh. Und dafür fand ich dann am Anfang, ich fand sogar am Anfang mehr negativ für die persönliche Entwicklung, wenn die Leute am Umfeld nicht mitzählen, weil kann ihn gar nicht ausprobieren. Oder wenn ihn darum so sieht, okay, das ist mal, Leute reagieren nicht positiv, weil mein Umfeld, meine Freunde so nicht so gut reagiert hatten, dann hatte ich vielleicht gesagt, okay, das ist gut, nennt mich nicht mehr Robin. Und dann hatte ich aber immer die Frage gehabt, okay, wird das da nicht vielleicht auch abstimmisch? Und wo ich das ausprobiert habe, konntest du ja, ich bin nicht binär, mir Sachen andere ja auch. Und vielleicht so eine Stadt und 10, 20 Jahre nicht mehr. Und dann ist das ja auch okay, das ändert ja dann noch nicht daran, wen ich bin. Und es gibt noch Leute, die nicht binär ausprobiert haben, so als Zwischenschritt, zwänger Transition zu binär trans. Also, dass sie ein paar Jahre als non-binary gelebt haben und dass das dann irgendwann aber zu binary trans gehen ist, was ja dann auch vollkommen okay ist. I mean, mir Schulde kann damit. Und ich meine, das auch nicht Welt für ihn zu freuen, für sich einen neuen Namen zu gewinnen, an neue Pronomen. Und das hat bei meinem Umfeld zumindest immer ganz sehr geklappt, wenn die Leute will es waren, für Mathe zu machen. Und zu der Sache, das sind Trans, das ist schon wahr, dass sich immer mehr Leute als non-binary outen oder auch als binär-trans na mehr wie 34 Jahre. Mit muss ich auch bedenken, dass zum Beispiel an den 80er und 90er einen großen Teil von der queerer Bevölkerung, gerade in Amerika, ausgerottet gouf durch HIV und AIDS und durch politische Untätigkeit. Also du kann ich sagen, dass das der queerer Community als ganze riesengroßen Rückschlag gehen hat, einfach weil plötzlich Schitwarin von der schwule Seuche geschwart wird und Leute Angst hatten und viele Leute gestorben sind und Visibilität draufgegangen ist. Und auch, dass Non-Binary am Anfang als Phänomen nicht neu ist, an dem Sinn, dass zum Beispiel auf vielen Urvölker, auf vielen indigene Völker, dass es da oft allein nicht-binäre Identitäten gab, die dann aber durch Kolonialismus und Christentum nicht gerade ausgerottet, mir mans unterdrückt gesehen und wo da die mans bestraft gehen ist. Und das könnt lo, also non-binary könnt lo lösen bis jetzt zurück, weil sich immer mehr Leute, dadurch, dass sich dann Idole outen, wie zum Beispiel den Elliot Page, dass sich Leute dann dummer auseinandersetzen und so, du könntest hier noch etwas und sich mal auseinandersetzen. Aber wenn du dich nur lange auseinandersetzt und dir selber siehst, okay, ich bin cis, dann ist das ja gut. Und wenn du siehst, okay, ich bin nicht cis, dann ist das ja genauso gut. Und dafür ist das am Anfang all Chaos ein immens persönlicher Prozess, den auch zumindest am engem Fall zu immens persönliche Wachstum gefordert wird. Ich habe viel mehr Selbstbewusstsein gewonnen, weil ich weiß, wen ich bin.
Aber weil all die Unsicherheiten, die ich hatte, sind aber nicht so wie die anderen Frauen und nicht die Höhe, stellt sich alle Frauen die Frohen, weil sich da einfach eliminiert wird und weil ich weiß, was du los war und weiß, wen ich bin und weiß, was meine Identität ist, was mir jemand zu Selbstbewusstsein gehen hört. Weißt du, vier Druck gesagt hast, wenn Leute das nicht akzeptieren oder nicht mitmachen, dann hält die vielleicht auch ab. Das ist ja auch so, also wenn vom Trend geschwärzt wird, wird auch oft Statistiken rausgeholt, dass es relativ viele Leute gibt, angeblich die detransitionären, also die abhalten mit einer Transition, und darum man hier am Geburtsgeschlecht oder hinten bei der Geburt zugewiesene Geschlecht leben. Da geht es dann, dass also die enge Statistik es gibt, das, an die andere ist da, wenn den Leute fragt, wieso, als den welchen Prozentsatz von den Leuten, die detransitioniert und die detransitionieren, aus sozialen Gründen, weil das nicht akzeptiert wird in ihrem Umfeld. Weil das sie heißt, diskriminiert gehen, weil sie vielleicht also emotional wie auch physisch Gewalt erfahren, weil Transpersonen haben, also binär, wie nicht binär, haben ein viel mehr hohen Risiko für Suizid zu begehen, weil sie sozial nicht akzeptiert gehen, aber auch Hate Crimes gehen, für allem Transfrauen sind immens hoch, gerade in den United States, auch einfach, weil die ganz Sache mit Transitioning und Non-Binary Identities oder so, es hat auch ja auch das gelten zwei Geschlechter ein Rollenmodell. Also es bricht ja mit denen 4 geschriebene Rollen und also das natürlich gut möglich, dass viele Leute sich dadurch verunsichert fühlen und die Verunsicherung und die Aggressivität dann an Gewalt umschlagen. Du beißt dich kannst dann wissen an den Schwanz, von den enger sieht das ein Trend und ich erkenne das dafür nicht tun, und wenn den das nicht möchte, dann suche ich den halt selber dafür, das leider am Abhalten, sich auszuprobieren und hier richtig Identität zu leben, weil es einfach die Akzeptanz braucht. Ja, ich wollte ein bisschen mal darüber schwätzen, wie ging es da am Alltag mit einer Person die sich als nicht binär geoutet wird. Wir haben Pronomen schon angeschwärzt und wir haben den Namen schon angeschwärzt. Ich denke, das wäre wahrscheinlich die 2 wichtigsten Sachen, die ihn so direkt und denen sich muss gewinnen, an denen dann auch einfach respektieren soll und zu respektieren hat. Also sich neue Pronomen gewinnen, das kann schwierig sein. Gerade am Lützebüchen ist das nicht immer so einfach. Also ich zum Beispiel bei mir, das ist ein never-ending question für mich, wer ein Pronomen benutzte, weil am Englischen also einfach, ich fühle mich mit they, them immens wohl. Am Französischen kann ich noch yell oder ol benutzen, das sind so 2 Neopronomen. Am Deutschen fand ich sicher, das schon ein bisschen mehr, schon der Klang für mich persönlich nicht gern. Und am Lützebäuschen, also ich so mittlerweile zu Leute, benutze einfach Allpronomen, wenn ich glift, gerne am fließenden Wirsel, das ist mir am liebsten. Aber bon, das ist also Spruch evoluiert und ich bin mir sicher, dass du an den nächsten Jahren oder Jahrzehnten sich etwas tun wird. Und das Wichtigste so ist, schon hast du so, dass die Leute sich händeringend bei mir entschuldigen, was sie eigentlich das falsche Pronomen oder falsche Nomen benutzen. Und ich so, also, et bei sich kein de Kopf auf. Es ist niemand froh, weil Leute sich mehr gehen, und wenn sie probieren, sich den neuen Numm zu gewinnen, und was dann eigentlich mein legale Numm so nicht einfach das Robin. Und dann sind ich absolut zufrieden, wenn dann ein Ups, sorry, und da geht das Gespräch einfach weiter. Also, muss ich da kein Drama draus machen, und das ist auch keine Space, wenn es eine Angewinnungsphase braucht. Also das ist komplett normal. Und solange sich die Leute mehr gehen, aber probieren, das richtig zu kreieren, also ist das schon genug normalerweise für die meisten Leute. Weil da sind einfach froh für alle Unterstützung, die ihr kriegt, und die richtige Nummer und die richtigen Pronomen zu verwenden, sind ein immens großes Zeichen von Unterstützung und von Akzeptanz. Und ich bin dann immer mega froh, wenn das nicht zu größer Probleme feiert. Was auch noch brücht, das sind persönlich Frauen, die unter den Riemen gehen, manchmal. Also, so Sachen wie, ja, was tust du dann an der Box, wo Leute, die schon eine halbe Stunde kennengelernt haben. Ein Handy. Mein Autoschlüssel, ich weiß nicht. Das fand ich immens desagreabel, weil ich gehe auch nicht bei irgendeinem Mensch, der am Kaffee steht und so, und ey, was tust du am Anfang in der Box? Ich meine, das geht kein und das sind immens sensibel Themen. Und ich fand Kommunikation ist sowieso immer gut, also nicht mit dir an das Haus fallen. Mir war nicht froh, und hat erstens gehen ganz viele Ressourcen mittlerweile im Internet, wo Leute, die ganz comfortable sind, damit für hier
Identität an noch ihre Körper so zu schwatzen an auch ich mein, eng bestimmte Freundschaftslevel kann ich sich auch so Sachen rundtasten mich mein soll den immer immens respektvoll sehen an immer ganz vorsichtig nur frohen an dann auch ein nee also nee dat noch respektiere wann eng Person se nee ich will nicht mit dir ich will nicht mit dir darüber schwatzen weil ob ich zum Beispiel Beiner und oder ob ich eventuell abs trocken oder so dat geht das nicht tun. Lo as man bei de Pronomen angefallen dat du nach Probleme gëtt dem letzte wochen vielleicht sich erdtisch vielleicht nicht mehr auf jeden Fall fallen man sonst nicht so viel Spruchen an Pronome für Genome für genau weil da das schriftlich geht der ja nach da kann ich in D-Sternchen anmerken mehr ausgeschwart geht das ein bisschen schwierig mehr wenn du siehst Offieslen die so ein Enker dünn Robin ein Enker Trobin also für mich ist das fein also ich bin absolut das ist für mich ein guter Kompromiss mir ich wie gesagt ich kann nicht für alle schwatzen an nur frohen aus sowieso immer das basteln weil das ganz individuellen schwa wer Pronomen ich benutze mit wegen ist es wohl fehlt auch beim Nummer so und du hast nur frohen häflich nur frohen sowieso das bascht auch viele Leute also ich friere mich immer weil Leute mich darüber ausschätzen weil das einfach so ein Zeichen ist von Sensibilität und dass die Leute wichtig ist, dass es mir gut geht und dass ich mich wohlfühle, wenn ich mit ihnen schwatze oder was sie über mich schwatzen. Also ich freue mich darüber. All Chaos immens. Okay. Robin, willst du mit mir dann aber in das Gürtelin gehen? Ja, Joel. Juhu. Wir sehen den Sex-Podcast, das ich mir schwätze auch drüber, wie das Sex mit nicht-binären Personen zu tun. Vielleicht findest du dich aber mal direkt, was aus der Sex besser gehen, seit du weißt, dass du nicht binär bist? Ich muss so schon ungefähr zeitgleich, das hat nicht unbedingt, ob du mal zu denen, mir ist schon noch ungefähr zeitgleich angefangen, meine echt Erfahrungen nicht mehr mit Männern zu haben. Das heißt, an dem Sinn, ja, definitiv, mir hat das aber vielleicht nicht Zufall gewesen, weil ich zu dem Zeitpunkt sowieso viel mehr ausprobiert habe und fortgegangen sind von dem ganzen cis-heteronormativen, nicht mehr in meinem Alltag, mir auch in meinem Sexleben. Mir schon ja, weil ich mich aware sein, was ich will und was ich nicht will. Also ich weiß auch von allem, was los ist. Also die Mentalität von, das hat viele ein bisschen komisch, wenn in meinem Branche packt, aber das muss so, Zahn zusammen dann durch. Die habe ich definitiv Gott sei Dank aufgelöst. Aber für den Rest, ich meine, Konsens ist sowieso, also Konsens und Kommunikation gilt bei nicht-binären Personen genauso wie bei binären Personen, wie bei allen Menschen. Einfach nur frohen, weil bei mir ändert das auch zum Beispiel von Tag zu Tag schon wo ich einfach sind so, mein ganzer Körper fühlt sich halt einfach bar un. Ich will nicht, dass mich gesagt, mich abhängt. Nee, mach sie absolut gut nicht. Und in anderen, ich finde ich mich wohl genug für Körperlichkeit und Sexualkontakt dazu zu lassen. Und wie gesagt, das ganz individuell, mit Kommunikation ist definitiv manchmal noch ein bisschen mehr wichtig, weil halt viele nicht-binäre Personen aber Plätze haben und denen sie zumindest zeitweise nicht wollen umgepackt gehen, obwohl es statt viel ändert. Ja, das finde ich auch so. Mit Mengen Erfahrungen mit nicht-binären Menschen, mit denen ich Sex hat, auch immer gemerkt, dass es einfach wichtig ist, Not zu freuen, viel Not zu freuen. Und dann aber auch, was ja einfach passieren kann, ist, dass eine Person inzwischen ugepackt wird, wo sie auch gesagt hat, dass sie will ugepackt gehen, sich das dann aber nicht so gut gefühlt wird oder dann so einen Dysphorie-Schub einfach können. Genau. Und dass ihn dann einfach muss lernen und akzeptieren, sowieso, wenn die Person sieht, hallo, wann schrift ob, dass den dann abhält, ich meine, das ist selbstverständlich. Ja. Aber dass den dann auch für sich selber dann weiß, okay, das leider nicht um mir, dass er nicht stehen, die Base sind, ist schon nicht falsch gemäht Energie mehr, weil ich schon nur gefordert und die Person hat gesagt, ja, pack mir schon Stifte un, aber das hat dann einfach nicht geklappt oder das hat einfach sich am Kopf von der Person etwas geändert. Und das ist mein Job eine wichtige Lektion, wo doch gut ist, wenn ich das viel tun, vielleicht einfach weiß und sich ein bisschen darauf vorbereitet, kann einfach sein, dass sich, wie gesagt, wie eine Person nicht gut auffühlen, obwohl sie gemerkt hat, sie gibt sich für so gut auffühlen. Obwohl in 4 Runden über geschwärzt wird, ich gebe das nur gerne machen. Und dann probieren nicht enttäuscht zu sein und einfach das zu akzeptieren und auch vielleicht zu froh, was kann ich noch machen, dass es darum besser geht.
heinz du gëtt du net ganz viel an dann ass dat Oreng sagt die muss akzeptieren und dann bring den der Person ein Glas Wasser und hofft dat hilft das für mich immer méi go to wann den enker Person net so gut geht an sie we selber net wat da hilft dann bring ein Glas Wasser. Also ich muss das so und das auch han so für mich immens frustrierend, weil ich dann denken okay dat Paslo an der Pause doch vielleicht für einen gewissen Zeit an der nicht von einen und den anderen passe dann von nicht mehr an das han immens frustrierend muss ich ehrlich sagen. An mein Primary Partner mit dem ich auch die meiste Zeit am Anfang verbringen von Leuten mit denen ich Beziehungen hun als auch non-binary, das heißt, wo die immens viel Verständnis an, als du ganz sensibilisiert und dass man du auch nicht base, und ich sind immer nicht base, wenn irgendwann gesagt okay, nee, mir geht doch nicht, wir müssen abhalten, weil ich fühle mich gerade aber und mir wohl. Und das ist nichts Persönliches, also gerade von der Konsens angehalten gouf und ihn sensibilisiert war, dann gebe ich so, und wenn du dann den Rose gëtt oder mutzig gëtt, dat ass absolut ein No-Go, mir sowieso beim Sex, also auch mat net binäre Personen, wann den nie seht, und dann gëtt mutzig und topisch, ass sowieso ein No-Go. Mir ja, Kommunikation an no hard feelings sind eigentlich ganz wichtig. Weil das ja auch für alles also das ja ein immerwährenden Prozess für zu gucken, was passt nicht. Und das verändert sich auch am Anfang. Louis aber stetig. Will man dann enker von de Sheets zurück op die Streets an schwätzen wir über bisschen über Politik oder politisch Rechter von nicht binärer Personen zu Lützburg. Du also gerade ein bisschen schwierig. Wir haben zwar relativ neu Gesetz, was de Firnum regelt, wo es ein paar Bauer einfach soll sehen, an der Praxis nicht immer so. Wir haben aber zum Beispiel keinen dritten Geschlechtsmarker oder die Möglichkeit für einfach so nicht will den X hinstuhlen hun oder so. Das zu Lützburg leider noch nicht der Fall. Hoffentlich ändert sich das irgendwann denker. Gibt für dich so Sachen, die wichtig wären? Also ich müsste so, dass Menge präferiert Option wie einfach Gurki Geschlecht ob den Identitäten zu hun, weil ich wissen für was das in das braucht. Außer Polizist, weil mich auch nicht behandeln, weil auf meiner Kartidentität ein F und per seinem Arm steht. Am Anfang, wann die überhaupt irgendwo Sinn mischt, dann am medizinischen Bereich. Und ja, das am Anfang das ist wirklich kompliziert, halt, dass du eine riesige Grozone auch mit, ob Krankenkäse ein eventuell Mostag für eine nicht-binäre Person, die verholen, gut froh. Ich meine, den einfachsten Weg, den ich mal kennt, vorstellen, ist für den Psychiater, bei denen da muss gehen, für überhaupt können den Umgang zu kriegen und etc. Für das alles zu tun und noch für dann von der CNS Sachen überholt zu kriegen. Aus dem zu sagen, hey, es sind nicht binär und ich will das gerne, was droht mir? Und dann medizinisch Personal zu fragen, ob die dann eventuell sich dafür können ersetzen, weil das einfach ein riesig groß und das an Gesetz eigentlich einfach nicht viel gesehen. Und auch am Koalitionsvertrag steht am Anfang dran, dass die Option vom Affären von einem dritten Geschlechtsstand evaluieren. Das ist aber hauptsächlich am Hinblick auf intergeschlechtliche Menschen durchgehen. Das steht auch so im Koalitionsvertrag dran. Und das ist nicht klar, ob das dann auch für nicht binär Menschen gelten, die aber nicht inter sind. Also, und dann ist auch froh, will ich das. Weil ich mir die Frage nämlich schon oft gestellt. Und ich weiß es für ehrlich gesagt nicht, für ehrlich zu sein, nicht, weil ich das ist ein Privileg, weil ich schon, dass ich, wenn es gefährlich für mich ist, nicht binär zu sehen, dass ich an den Situationen kann man mit einem legalen Numm und als Frau auftreten erpassen, also auch so durchkommen. Das macht für mich wesentlich mehr gefährlich am Alltag für Diskriminierung zu gehen. Also ich bezweifle, dass ich mich lieber bei einer Arbeit umhalten als Robin und openly non-binary. Weil ich einfach aber Angst und Diskriminierung habe. Und du hast halt dann froh, die Ahnigkeit geht mit seinem X immens obvious. Die geht wirklich, die kannst du nicht verstoppen. Weil als binär-trans-Mensch, wenn es zum Beispiel das weibliche Geschlecht aber der Geburt zugewiesen ist und du musst den Transition und auch du anders den Ausweis, den Identität zum Am, dann ist das ja am Anfang für Chemie
not zu vollzeihen, wenn es deine ganze Transition 100 da hast, was das nicht mehr not zu vollzeihen, ob die Person sein Female oder sein Male at birth war. Aber bei dem X ist das halt ganz anders. Und das möchte mir ehrlich gesagt ein bisschen die Kopf zerbrechen. Am Anfang hatte ich gerne ein X und am Anfang kann ich auch gerne Robin und meiner Kochidentität stehen. Aber ich kann das dann halt gar nicht mehr verstoppen. Auch wenn die gefährlich gehen, auch Situationen, an denen nicht gefährlich sind, an denen ich kein diskriminiert gehen. Und dann hast du so Ausweispapieren heute ja nicht nehmen, für, wenn von der Polizei gehalten wird, mir auch für zu reisen. Ja, oh mein. Je nachdem, aber drei Land ihr reist, wird wahrscheinlich schon schwer für weiter ranzukommen, Genau. beziehungsweise hat den einfach Probleme. Da müssen sich dann wahrscheinlich vorstellen, ob ihr nicht dann 2 Pässe kriegen. Das gilt ja auch für 4 von verschiedenen Ländern an. Für nicht musst du von verschiedenen Ländern an andere verschiedene Länder zu reisen, gilt das auch, der den 2 Pässe kriegt, der den dann nicht mit dem Stempel aus dem engen Baseland oder dem anderen Baseland erwischt wird, der den dann den anderen kann weisen. Das wären da so praktische Solutionen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso sich Politik mich schwer tut, mit so Decisionen, weil da doch einfach international noch nicht so unerkannt ist. Ja, also ich meine, für einen Ball stehen nämlich kürzlich, also durch im ganzen Diskussion. Ich meine, der Gesetzesvorschlag hast du schon durch, von und ihren für Geschlecht von der Kontinental aufzuholen. Da wäre es ein Problem. Deutschland hat doch einen dritten Personenstand. Ich meine, Frankreich aber nicht. Da wäre dann froh, inwiefern ist das da ein Problem schon. Und wenn man da bis allein an der EU, also schießen, was mich über Polen erwarten, dem nur wo ich gehen, von Stogehalten gehen und da mein X weisen, das wäre ziemlich gefährlich, dem nur weh. Also, allein schon für eine europaweit Lesung zu finden, gibt wahrscheinlich und verschiedene Länder scheitern an eine internationale Lesung dafür schenkt einfach zumindest an den nächsten Jahren gut nicht aus Sicht zu sehen. Also ich meine, solange Homosexualität noch an 7 Ländern in der Truft steht, kann ich mit einem X aufschminken, für jemanden zu reden. Du hast mir gerade angefallen, dass man dann gar nicht über das allerwichtigste von dem ganzen Themenkomplex geschwärzt wird. Ich hoffe, du lernst noch. Wo gehst du eigentlich auf die Toilette? Auch ein gut froh. Ich muss so ein Röm für Diskriminierung sein. Meistens gehe ich zumindest an öffentliche Plätze, wo mehr Leute sind, gehe ich auf die Frauentoilette. Einfach weil ich keine Lust habe, von irgendeinem Mann dumm umgemacht zu gehen, mich dann da erklären zu müssen oder mich auch vorzubringen. Ich bin am Anfang für geschlechtsneutrale Toilette. Mach dann für überall Kabinen hin. Das ist auch genug Cis-Männer oder Menschen mit Penis unangenehm für andere Leute im Urinal zu stehen. Mach dann für überall Toilettekabinen hin. Das ist wirklich, das für mich am liebsten und das gibt so viel. Also ich will okay Probleme mit mir. Ich kann Transmenschen, die an der Schule dann den ganzen Tag nicht auf die Toilette gehen. Weil sie einfach jeweils schon an ihrem Transition-Prozess sind und dann auf der Toilette, auf der Damentoilette diese Domu gemacht, weil sie zu männlich für die Damentoilette ausgesehen und auf der Herrentoilette diese Domu gemacht, weil sie zu weiblich für die Herrentoilette ausgesehen. Und ja, das ist nicht immer so eine schöne Erfahrung und dafür bin ich ganz dankbar, wenn ich mal im Zug reise, dass ich dann immer nur eine Toilette tue. Also, wenn ihr es anrichten könnt, dann merkt einfach genderneutral Toiletten, dann merken vielleicht viele Leute auch, dass es mir einfach ist, sich zu sitzen, auch von den Pist kann ihn dann noch auf sein Handy gucken und möchte ihn nicht so viel Sauerei. Das ist auch ein großer Punkt, den immer ganz erstaunlich ist für viele Leute mit Penis, auch für Cis-Männer. Ich denke, da wären wir durch. Ja, ich denke. Aber dann trink genug an geht oft genug auf Toilette und wir wünschen euch schön 2 Wochen, bis es drin heißt, mehr wie Sex. Adi. Ciao. How to. Eine Aufweisung für den Gebrauch. How to Binderin. Punkt Nummer 1. Was ist ein Binder? Munsch, Trans- und nicht-binär-Personen benutzen Binderin, für ihr Brust mehr flach zu machen. Auf Englisch sie den auch zu a Binder benutzen nach Binding oder Chest-Binding. Das Wort Binder könnt also vom Verb to bind, was so viel bedeutet wie abbannen oder abwickeln.
Binderen weckelen aber nicht an. Sie gesehen echt aus wie Tanktops, also so T-Shirten ohne Ärmelen. Et gibt sie bauchfrei, also nimmen über den Brustkurve oder über ganz lang vom Oberkörper, sowie ein Top bis über den Bauch oder über die Hüften. Es gibt noch Kompressions-Shirts, die sehen aus wie T-Shirten. Leute binden aus unterschiedlichen Gründen, zum Beispiel für hier ausgesehen und die eigene Genderperzeption anzupassen. So benutzen Bindere Wege so zum Beispiel nicht-binär, trans- oder transmännliche Personen. Punkt Nummer 2. Wie die Binderen benutzt. Am Voraus ist wichtig zu sagen, Binden soll den immer unbedingt nimmen mit einem Binder. Auf keinen Fall mit Sachen binden, die nicht dafür gedurcht sind, wie zum Beispiel Mullbinden oder Tape. Das kann zu immens ungute Verletzungen oder Kompressionen führen, zum Beispiel unter Rippe, Lungen oder unter Haut. Auch kann übermäßig oder falsch binden die Hautelastizität beeinflussen, was zum Beispiel die Resultate von einer eventuellen Mastektomie verschlechtern kann. Dann ist am Anfang das Allerwichtigste bei all Binder, dass die richtig Größe tut. Ein darf auf keinen Fall zu eng bzw. zu klein sein, für das den, wenn das will, noch lang genug kann unduen. Dafür nicht ein Größe zu klein kaufen, weil zu eng ist nicht unbedingt mehr effektiv, kann, wie gesagt, gefährlich sein und die Elastizität von der Haut beeinträchtigen. Dafür ist es wichtig zu mosen. Die meisten Binder machen gehen wie ihr am besten für hier Binderen müsst. Ganz viele Binderen gehen über den Kopf gezogen, also wie ein Top oder ein T-Shirt ugedoen. Die Kurzbinderen, also die nimmen über den Brustkorb gehen, sind gut für warmdäch und mehr flexibel. Die Langbinderen, wie so ein Hüft, sind mehr warm und auch hilfreich, wenn ein Hüfte will matt formen. Verschiedene Binderen gehen nicht über den Kopf gezogen, mehr haben auf der Seite so kleine Haken oder Türen, wohin sie kann obern zumachen. Das Sort von Binderen sind oft ziemlich eng und unelastisch und dafür nicht ideal. Falls ihn aber so benutzt, soll den Hai noch besser mit der Größe aufpassen. Beim ersten Undur von einem Binder soll den sich darauf einstellen, dass er richtig eng ist und nur paar Mal unduen ein bisschen mehr weit geht. Aber nicht nur der Binder muss sich um den Körper winnen, auch der Körper und der Binder. Dafür soll den am Anfang der Binder nicht allzu lang unduen, am besten die ersten Kehren so 1 bis 2 Stunden. Neben der richtigen Größe sind noch 2 weitere Punkte beim Droh von einem Binder wichtig. Erstens, dass ihn maximal für 8 Stunden oder Monate den Tag undet. Und zweitens, dass ihn immer im Binder frei Deeg erlebt, für das Lungen, Brustkorb und Haut sich können erholen. Ein weiteren hilfreichen Tipp ist, nachdem sie einen Binder lang unhat, oder einfach wenn ihr keinen unhut, tief Atem zu holen. So können Lungen und Brustkorb sich ausdehnen. Da das für allem wichtig, wenn ihr regelmäßige Binder benutzt. Außerdem soll ihr auch beim Sport aufpassen. Binderen können ein bisschen zu eng sein, für sportlich tief zu atmen. Hier kann ihr zum Beispiel am Platz ein Sport-BH benutzen oder ein Binder, den ihr schon mehr lang hört, an den dafür ein bisschen mehr gestretcht ist. Für Schwammen zu gehen, gibt es auch Binderen, die am Majoen integriert sind. Außerdem wichtig ist Hygiene. So wie in der Wäsche sollte Binderen regelmäßig gewaschen gehen. Natürlich auch Aufhängestoffener, wie oft und wie lang ihnen unhört. Es gibt Binderen an alle Farben. Weiß, blau, schwarz, rot und so weiter. Und auch an unterschiedlichen Hauttönen. Wenn ihr ein Binder regelmäßig will unduen, da kann ihr vielleicht überlegen, nicht an so einer heller Farbe zu kaufen, für das ihr nicht so sehr dreckig bzw. verschweißt geht. Punkt Nummer 3. Wo kriegt ihr einen Binder? Online. Zu Lützeburg gibt es leider noch keine Boutique, wo ihr Bindere kaufen kann. Wir verlinken euch in der Rubrik ein paar Internetseiten. Ein davon ist zum Beispiel der Queer Sex Shop oder Nature zu Berlin. Aber auch andere Online-Shops oder direkt beim Hersteller sind eine Option. Hier muss ihr am Preis und am Versand gucken, was einem am besten passt. Die Links, die wir euch erstellen, sollten einen guten Startpunkt bieten für eine Recherche. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe ich auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet und ihr das mehr nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fand Mayway Sax auf
Facebook, Instagram a sexpodcast.lu oder op all Äre gewündene Podcast-Plattformen. Méi wie Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Mat finanzieller Unterstützung vun der Direction de la Santé am Kader vum Nationalen Aktionsplan Santé affektive sexuell. A mat freundlicher Unterstützung vum CESAS, dem nationale Referenzzentrum fir d' Promotion vun der affektiver asexueller Gesundheit. Direction de la Santé an de CESAS ginn all Responsabilitéit und den Inhalter vun diesem Podcast auf.